Shalom Aleichem. Heint wollen wir der Monen zwei wichtige Namen in der jüdischen Prose und Drama. Der Mechaber von der historischen Epopee Galgul Achäuser, Natan Zabara, und der Mechaber von der Drama Ganuvim, Fischl Bimko. Natan Zabara ist geboren geworden dem 27. Dezember 1908 in dem ukrainischen Städtel Rogatchow, Zhytomerer Gegend. In den unter 30er Jahren ist geworden ein Aspirant im Kiewer Institut von jüdischer Kultur bei dem ukrainischen Wissenschaftlichen Institut. Debütiert mit der Erzählung A Geschwoer und in 2 Jahren ist erschienen sein Erstbuch Radioroman, ein Werk wegen der Erziehung von Radisten in der Reuterarmee. Sein zweiter Roman hat geheißen Nilovke und ist gewesen, ein Beruf zu schaffen, seine eigene Tuniadevke, ein Typ von einer Baneit Städtel in die Jahren von der sowjetischen Industrialisation. Dem dosigen Beruf hat vorgesetzt in dem Roman Von Land zu Land, was ist erschienen in 1938. Unendlich kommt der Roman Der Futter. Ein gar neuer, fruchtbarer Period hebt sich beim Schreiber in seine noch milchume Werk. Aber das Hals ist übergerissen geworden, weil in Mai 1950 hat man Zabaren arrestiert und beschuldigt, in Übergeben die Amerikaner Offizieren Informationen wegen der Lage von den Juden im Ratenverband, wie euch Bichlal in dem Führen zionistische und antisowjetische Propaganda. Ist vermischt geworden zu 10 Jahren Verschickung in ein Zoffenlager. Rehabilitierte Zabara gewesen dem 27. April 1956. Hat sich umgekehrt in Kiew, wo hat gelebt und gearbeitet in Meschach von einer Jahren. Und sind 1961 druckt sich in dem Moskwer Journal Sowjetisch Heimland. Dort beweist sich seine historische Epopee Galgul Achäuser, wo die Geschehnisse kommen vor in der schwarzen Tkufe von Mittelalter. Die Literaturkritik über die ganze jüdische Welt hat gleich aufgemerkt, als das ist geschrieben mit so Wissen und Meisterschaft, als es mamisch nicht zu glauben, als der Mechaber ist dort nicht gewesen. Die Epopee hat der Schreiber zum Bedeuern nicht verendigt. Ist gestorben bei seinem Schreibtisch von einer Herzattacke, dem 9. Februar 1975. Unser zweiter Name ist Fischl Bimko, was ist geboren geworden am 28. Dezember 1890 in der Stadt Kelz. Sie gelernt in a Cheder, dennoch im Beis Medrash, ist Fischl in der Alter von 15 Jahren verhaft geworden mit der Revolutionsbewegung, arrestiert und abgesessen in Twisse 6 Chadushim. In 1917 ist wieder arrestiert geworden, aber schon von den Deutschen, die haben damals okkupiert Polen, und gesessen eine kurze Zeit in der Warschauer Zitadelle. Debütiert hat Bimko mit der Erzählung A Mailwechs in der Lodger Presse. Sind dämmelt wird ein ständiger Mechaber in die Lodger Ausgabes. In 1912 gibt heraus sein erst Bichel der Avere und mit 2 Jahren später wird gestellt seine erste Pjese auf dem Breg Weißel. Von dem an sind seine Theaterstück aufgeführt geworden in die besten jüdischen Theaters, Wilner Truppe, Kunsttheater, Scala Theater und andere.
Seine Pieces sind gewöhnlich stark populär in der polnischen Provinz, wo kiemat jeder jüdische Rischuf hat gehabt seine amateurische Theatertruppe. Später hat gemacht a größten Räuschen Bimkoms Piese Ganuvim, wo es ist aufgeführt geworden, kiemat wo man nur gespielt jüdisch Theater. Der Realismus von den Typen von der jüdischen Unterwelt mit der eigenartigen jüdischen Sprache von den Ganuvim ist gewesen eine Entpleckung auf der jüdischen Bühne. In 1921 emigriert Fischl Bimko in Amerika und arbeitet jahrelang in einer Shop von Kamaschenstepper. Schreibt Erzählungen zwischen sie East Side, druckt sich in Zukunft die Zeit in Journalen und Sammelbücher. Gestorben ist Fischl Bimko in 1965.